Damen und Herren, liebe Freunde. Wir geben euch begrüßt und merci unter der Invitation angeholt für das traditionell Aufschlussessen für der Sommervakanz schon so gut wie für die Parlamentarier angefangen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, aber für Bilan zu ziehen über das, was geschieht, also über die aktuelle Situation und über Perspektiven. Ich gebe Mengen, was uns als Partei und Fraktion anbelangt von der ADR, können wir im letzten Jahr zufrieden sind. Wir haben eine gute Ambiance an unserer Partei und der Fraktion und wir mengen, dass wir auch zusammen eine gute Arbeit leisten. Probleme, die uns eben auf anderen Parteien verlagert, so wieselt und das auch flott gesehen, wenn mal andere Parteien mehr Probleme hat, vor allem als Regierungsparteien, wie das Jahr nicht gespürt. Ich meine, ich will auch nicht so viel auf die politische Auseinandersetzung eingehen, die es am Blick gibt, wo vieles dazu so. Ich will pur punktuellen Themen hervorstreichen, die uns wichtig sind. Als Pensionssystem als Lützburg ist äußerst finanziell stark. Wir haben die größten Reserven, die ein Pensionssystem hat. Ich gehe mir noch das Beste und das sicherste Pensionssystem nicht nur in Europa, aber weit über Europa reist. Das ist also nicht ein Zugzwang, ein Zeitdruck, wo wir stehen. Wir müssen eine Lösung finden, aber wir sollen uns Zeit holen, für die Lösung zu sichern. Die Frage, die sich stellt, die wir uns alle gut stellen, das ist, sollen wir etwas ändern oder sollen wir nichts ändern? Wir bräuchten im Prinzip nichts zu ändern. Wir könnten das System so weiterlaufen lassen, mit der wir kondamniert, ein strammes Wachstum, ein starkes Wirtschaftswachstum von mindestens 2% an der Moyenne, mit den Konsequenzen, die das bedeutet, nämlich ein massives Aufwachsen von den Arbeitsplätzen. Und das gibt bedeuten, dass man 30, 40 oder 50, das ist nicht so wichtig, will ich, dass wir irgendwann denken, gibt niederkommen, dass wir 1 Million Salarien hier im Land hätten. Wir wollen das als ADR nicht. Ich gebe mir keine Partei, will das an Lützburg wollen das auch nicht. Wir haben als ADR am Januar Propositionen gemäht, die Regierung hat gemäht, andere Parteien haben gemäht, Gewerkschaften haben gemäht, Patronat hat gemäht. Und wir sagen, es soll sich nur wirklich zusammensetzen, an die Lesung raussichern, die besten ist, die am Konsens fähig ist, die keinen sozialen Abbruch macht, an die unser Pensionssystem langfristig aufsichert. Das ist also egal. Ich kann also nicht nehmen, über das Rentensystem schwätzen, wir wannen demoduliert ändert, dann ist der Korrelär davon, dass wir so eins gehen, wie wir als Ökonomie da gesteuert kriegen, für dass wir nicht aber dann die strammen Wachstum kriegen. Ein anderer Punkt, das ist die große Verfassungsreform, wo wir als Partei ganz viel damit beschäftigt und der ADR als eine Partei, die hier für Basisdemokratie antritt. Du wirst, dass wir als mehr wie eigentlich schon für ein Referendum ausschwätzen. Wir so zum Beispiel, dass wenn wir Souveränitätsrechte an Europa aufgehen, bis alt Chaos, heißt Lützburg, ein Referendum stattfinden. Also Parteipräsident Robimel hat schon 1999 eine Proposition de loi gemäht, für dadurch ein Referendum auf Initiative populär, das heißt, dass das Volk Kind am Anfang bewirken, dass es ein Referendum zu einem spezifischen Sujet gibt, das ist Lützburg nach immer nicht möglich. Wir sind nach immer demandeur, dass das misst an einem demokratischen Staat möglich ist. Aber vor allem so eine grundlegende Verfassungsreform, wie die heute, die aber wirklich ein substanziell ist, wie man noch nie gemäht hat, sind wir einfach der Meinung, dass in so eine Reform nicht kann, ohne Zustimmung von einem Volk machen. Und dafür verlangen wir dann auch für übrigens den Herrn Paul-Henri Meyers nur die Wahlen an CSV, führende Wahlen, für das soll ein Referendum über die Verfassungsreform gemäht werden. Ich will betonen, dass es für uns als ADR auch wichtig ist, dass an der Verfassung als Lützburger Spruch so verankert wird, wie wir als das vorstellen, wie wir dadurch proposiert und an einer Proposition über die Verfassungsreform von dem Artikel, den dann soll besoen, dass der Spruch von der Lützburg wird. An dem Zusammenhang sind wir auch der Meinung, für ein anderes Sujet unspatzenden Tram, hier in der Stadt, wo wir ja als ADR das nicht mehr zu nehmen, dagegen sind wir sind für den Citytunnel, weil wir auch so, das ist kein Problem lang von Verkehr hier in der Stadt, mit das ein Problem vom ganzen Land, das ist ein Problem von der Großregion, wenn wir gerne
das Problem gelöst und mit den 150.000 Pendler, die all da an den Staat rankommen und anderen fortfuhren, da lesen wir den nicht mit einem Traum, aber da müssen wir eine Lesung machen und das die einzig gangbar ist den City-Tunnel. Da wisst ihr, mir als ADR, als Partei hier im Land, das Propos gemäht tun, dass wir gesagt haben, ich will auch nicht mehr darüber gehen, wenn wir die Pressekonferenz kurz hatten, ich will das nehmen, dass wir für die richtige Lesung fanden, wenn den Griechen eine Reihe von Hilfen offeriert hätten, sowohl die griechischen Banken wie auch die Europäische Zentralbank, die ja viel Schrottpapier für Griechenland abgekauft hat, dass den als Europäer geholfen hat, finanziell der Europäischen Zentralbank respektive der griechischen Banken, mehr in der Kondition, dass Griechenland aus dem Euro rausklappen und dann können sie aufwerten und sie geben dem Land eine Zukunft für abzubauen und dürfen so mal, dass das nicht so kann sein, und wir sind auch dürfen nicht mehr abverstehen mit der Politik, die an Europa gemäht wird, was eine Politik ist, wo absolut keine Transparenz ist, eine Politik ist, wo es keine demokratische Strukturen mehr gehen, haut könnt zu Berlin mit der Merkel und den Herrn Sarkozy zusammen. Und sie zwei dezidieren dann in den Druck gesteuert von der Bankenlobby, wer dann soll mehr zu Brüssel dezidiert gehen. Und das wird da jeder zu friesen, Europaparlament, Nationalparlament oder das Bürger. Es gibt also wirklich keine demokratische Strukturen mehr an Europa. Früher hatten wir, du wussten wir, da hatten wir zu Moskau, der Kreml, wo Diktat verhaut zu Brüssel, und wir mengen das für dann eine Demokratie. Zu Brüssel haben sie über Jahre eine Politik gemacht, die als Konsequenz hat, dass der Gewinn privatisiert wird und das Risiko, die die Staaten auf die Allgemeinheit überdrohen mit der Konsequenz, dass wir immer mehr Sozialaufbau an Europa erleben. Da der als dürfen dagegen für weiter Souveränitätsrechte in Europa aufzutreten, aber wir sind auch dürfen dagegen, dass es eine europäische Steuer gibt. Es kann nicht eine europäische Steuer machen, Steuern in allein den Nationalstaaten. Wir sind nicht dagegen, dass auch in Zukunft Suen oder mehr oder Männer Suen in Europa aufgetragen gehen. Es kann nicht eine europäische Steuer gehen, das muss Nationalsteuern bleiben. Und die müssen von den Nationalstaaten, Nationalparlamenten dezidiert und von den Nationalstaaten unkassiert gehen. Für Lützeburg bei zu erinnern, und der Brief, den wir kriegen am Kader von Brüssel, am Kader vom Semestre Europäen, wo auch im Prinzip nicht mehr Sozialaufbau der Hand steht, das ist also System, den du dabei ist, an das System als Lützeburg funktioniert so, dass nur die Wahlen wir immer Defizite an de Budget hun a virende Welle hummer Benefisse. Da war als ein Budget a Finanzminister Frieden, den als Weltmeister dran in as den Manipulator par excellence, wenn het gif een Oscar gi fir de beste Manipulator weltweit, die gift den Frieden konkurrenzlos gewonnen. No de Wahlen dramatisierten, da gin Budgeten schlecht geschrieben, an vier Wahlen gehen sie gut geschrieben. Natürlich, man lief letztes Jahr als ein großes Budgetdefizit von 2 Milliarden vorausgesucht gehen, das wird für Steuererhebungen, sozialen Aufbau zu machen. Lo führende Gemeindeраtswahlen, beim 3 Monate drin, stellen wir da fest, dass wir das Jahr kein Defizit mehr haben. Ich will ja auch so, wie das funktioniert. Da kann ich erinnern, dass bei den Budgetsdebatten an der Chambre ich am Namen von der ADR immer gesagt habe, dass es eng genügt an den Staatsfinanzen als Lützeburg und dass das Doofrechnung, was Steuern anbelangt, mit den Banken. Die Steuerverwaltung hat 5 Jahre Zeit für aufzurechnen, da muss aufgerechnet, sonst verfallen Steuern. Mit dem Sput von 5 Jahren weiß keiner, was daran steht. Wir haben immer gefragt, den Budgetsminister, was als nach aufzurechnen haben, nie eine Antwort gekriegt. Und das haben wir aber ein Paradebeispiel gekriegt, weil am Januar, Februar, als mit enger Bank 3 Jahre rückwirkend aufgerechnet gehen, und das bringt dann dem Staatsbudget das Jahr 180 Millionen von enger Bank weiter hätten, auch schon aus dem Budget am Equilibre. Wenn ihr dann vorstellt, wie viel der Banken haben wir aufzurechnen,
Da geht es darum, wie bei den 3 Häfen, da weiß kein etwas, gesagt kein etwas, und guckt doch kein etwas. Da geht einfach, das wissen wir, das muss man gucken. Geht also systematisch so 400 Wahlen gegen Budget geschrieben, gegen manipuliert, das muss ich ganz einfach so, was das ist. Und wenn wir wissen, dass mit einer Bank kann so groß Transfer machen, da wissen wir nicht, wie viel Transfere wären, wenn man alle Banken GIF aufgerechnet gehen. Dafür so mir auch ganz klar, für uns waren die Maßnahmen, die letztes Jahr geholt sind, die waren ungerecht, sie waren nicht nur sozial, aber sie waren für alle ungerecht. Und ich meine, wir haben keine Krisensteuer gestimmt. Und heute kann ich bald so, muss ich bald der CGFP Merci sagen, dass nach dem politischen Mittels, das die letzte Zeit war, wo die eine Partei gesagt hat, wir mengen, die andere gesagt, wir müssten Krisensteuer aufschaffen, das lohnt nur Akkord salarial am von CGFP als Gewerkschaft für klare Verhältnisse gesucht wird, an Akkord salarial die Krisensteuer für alle Leute am Land aufgesetzt wird. Es ist übrigens gelungen festzustellen, dass an der zuständigen Chamberkommission von der Budget, dass man da modern Akkord salarial vorgestellt hat, dass Sozialisten am Anfang an der Kommission gewusst sind, dass die Krisensteuer gewürft wird. Bis dahin haben sie noch immer verlangt, und sie sind an der Kommissionssitzung gewusst, dass am Akkord salarial von der Fonction Publique Krisensteuer mit aufgeschafft wird. Sie haben damals aus der Wäsche geguckt, und das war die Konsequenz für die Kommissionssitzung, die politisch für Druck stattfand, wo der Arbeitsminister Nicolas Schmidt war, wo den am Anfang so tut, ich werde das nicht funktionieren, mit das wusste ich hier anscheinend noch nicht so richtig, aber wo gesagt wird, die größte Schuld und die Misere, die man am Chômage hatten, das hatten sie 4 Gänge. Das heißt, CSV-Minister Bildchen, Juncker, das waren sie 4 Gänge, die wäre schuld und dem Chômage, also CSV, wir schuld Chômage, und dafür hat dann CSV artig Strupp, Sozialisten übergangen, also man nicht informiert, dass die Krisensteuer am Akkord salarial aufgeschafft gehen. Da mir so und auch ganz klar als ADR, dass die anderen Maßnahmen, Solidaritätssteuer, die gehecht gehen, die muss auch zréck zugehen. Wir sagen auch, dass die ungerechte Behandlung von den Mammen, die Kannererziehung daheim gemäht gehen, für das Pensionsalter von 60 auf 65 Jahre abgesagt wird, von den Peanuts am Anfang an dem ganzen finanziellen Volumen vom Staat, dass die unbedingt auch mit zréck gezählt gehen, genauso gut wie die Desindexiation vom Kannergeld. Lützeburger Staat ist bei weitem nicht so arm, wie den Budgets an Finanzminister das möchte. Wir sind noch ganz klar gegen weiter Indexmanipulationen nur der Gemengeratswahlen. Und kann nicht das Argument geholt gehen, dass gesagt wird, mit nächstes Jahr am Anfang von 2011 erfällt schon eine Indextranche, und die gibt dann no 100 der andere erfallen. Die erfällt nicht no 100 der andere, mit die anderen als zu spät erfallen, weil die als ja zréck gesagt gehen, an das als Döser. Aber wenn man die vom nächsten Jahr frei zréck setzen, da gibt die nächste Jahr mehr frei erfallen, dann müssen wir die zréck setzen. Und so gibt man also nicht mehr in den Ende kommen, dafür erfällt die nicht so frei, mit die Hai erfällt zu spät. Da sind Salarien den Date von ihrem Geld betrogen. Wir wollen als ADR also viel mehr ein sozial oder an den nächsten Main fuhren, weil wir einfach feststellen, dass die Sozialvertretung am Parlament fehlt am Blick. Wir haben als ADR, Mensch von Anfang an, eine Sozialvokation gehabt. Wir haben festgestellt an den letzten 7 Jahren, dass CSV-LSAP-Politik systematisch Sozialaufbau gemacht hat. Wir stellen fest, dass eine demokratische Partei lieber gestern wie mehr den Index stark modulieren oder manipulieren, ein DP, die gegen das Rentenajustement gestimmt und die kein Ajustement mehr von der Rente will. Wir sehen die Gering, die auch den Index wollen so sehr wie möglich manipulieren, und die auf der anderen Seite Steuererhebungen wollen kreieren, und das feiert dazu, Mensch, dass wir als ADR nach mehr wie an der Vergangenheit ein klarer Spruch fertig schwätzen an Partei, die sozialste Partei an der Lützeburger Politik sind, das was man in der Vergangenheit waren, und das was wir sind, und das wollen wir auch in Zukunft bleiben, die sozialste Partei an der Lützeburger politischen Landschaft. Das gesagt, will ich euch merci so in der Reihe.